Servus, es gibt wieder Schweiners für die Ohren mit Viva la Movilusion und zwei alten, also eigentlich drei alten Bekannten. Einmal mit dem Corby. Servus. Daniel. Hi. Und Chucky. Chucky ist wieder da. Ein Urgestein im Slasher-Genre bekommt ein neues Image, ein neues Makeover quasi. Der Film nennt sich jetzt Child's Play, ist, wie der Originalfilm in Amerika heißt, und fängt die Geschichte um die Killerpuppe nochmal komplett neu an. Jungs, wie hat er euch gefallen? Saugeil. Also hat auf jeden Fall Bock auf mehr gemacht. Absolut, ja, ich bin da begeistert gewesen von dem Teil, der hat richtig Spaß gemacht. Dann haben wir's. Also, macht's es gut. Passt, dann. Gut, dann. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht sag ich noch kurz was dazu. Wir haben uns den im Kino angeschaut und ich habe davon noch nie einen Chucky-Film gesehen. Muss ich ja echt sagen, zum Bedauern meiner selbst. Andererseits hat es dem Film natürlich entsprechend viel Gutes für mich getan, weil ich halt überhaupt nicht gewusst habe, wo kommt der Chucky eigentlich her und ist das jetzt eine nette Puppe oder nicht so nette Puppe? Hat sich herausgestellt, das ist eine furchtbar nette Puppe. Ja, hat ja das Messer auf dem Poster schon angedeutet. Ja, vielleicht ist das so eine Art Ratatouille, der halt dann das Kochen lernt und dann halt abends ein bisschen so vor sich hinkocht. Es hat sich aber tatsächlich herausgestellt, Chucky aus dem Jahre 2019 basiert darauf, dass es so kinderähnliche Puppen gibt, die per künstlicher Intelligenz mit jede Menge Haushaltsgeräte verbunden werden können, entsprechend halt für Kinder so Ersatzfreunde werden können und sehr beliebt sind. Der Hersteller von diesen Puppen, den ich jetzt leider vergessen habe, den ihr bestimmt aber dann wisst. Kaslan mit K, wie Kassler. Kaslan macht so einen Eindruck wie Apple im Endeffekt. Warum ist Chucky dann auf einmal böse, wenn es da tausende gut programmierter anderer Puppen gibt? Es ist so, dass die Chucky-Puppen in Vietnam in einer Fabrik zusammengeschustert werden und da wird ein Fabrikmitarbeiter relativ blöd behandelt von seinem Vorgesetzten und der rächt sie dann an dem, indem er einfach die Puppe, die er gerade baut, böse macht. Deswegen haben sie auch die ganze Story von Chucky ins Jahr 2019 relativ geil rübergepflanzt, weil das war, glaube ich, in dem Original nicht der Fall. Da könnt ihr aber ihr bestimmt mehr dazu sagen wie ich. Und macht halt dann das Ganze auch schon wieder ein bisschen realistischer, was ich immer cool finde. Zu Recht. Da muss ich auf alle Fälle beipflichten, auf jeden Fall. Die haben einen Chucky im Endeffekt perfekt ins neue Jahrtausend gebracht. Im Endeffekt, dass halt auch den übernatürlichen Aspekt der alten Filme herauslassen haben. Da wird ja die Seele vom Massenmörder Charles Lee Ray in die Puppe, in so eine Good Guy Puppe rein transferiert, die dann Familien tyrannisiert. Und jetzt ist quasi fehlgepoltes Unterhaltungsinstrument, sage ich jetzt einmal. Genau, im Endeffekt sowas wie böser iPod. Der von Haus aus böse ist, weil er von Apple kommt. So ungefähr. Na, wie der Mike schon sagt, das ist echt, er ist sehr augenzwinkernd, sage ich mal, in die Moderne transportiert worden, als netter Hieb auf den ganzen Vernetzungswahn, den es eben gibt. In dem Fall geht es ja dann um Smart Home und die Puppe kann alles steuern, vom Fernseher über ferngesteuerte Autos, Taxis, die kommen und die sonst irgendwie hinfahren, die kann einfach alles. Und während dem Film ist halt das dann der netter, augenzwinkender Seitenhieb auf diesen Vernetzungswahn, sag ich jetzt einmal. Ich hab ganz oft an Black Mirror denken müssen. Das war wieder so eine lange Black Mirror-Episode, die wo zeigt, wie weit unser Vernetzungswahn uns bringen kann und irgendwann beißt er uns in den Arsch.
Oder sticht uns ab. Oder fährt uns mit einem Rasenmäher zusammen. Oder bei den Gore-Szenen allgemein. Wie hat euch das gefallen? Also ich muss sagen, für eine Freigabe ab 16 war der sehr, also die Freigabe ab 16 finde ich sehr mutig, da der Film ja einiges an Schauwerte zeigt, die wo er extrem blutig und handgemacht rüberkommen und ja, ich habe auf alle Fälle meinen Spaß gehabt. Man muss ja sagen, die Puppe kommt natürlich ja zu einem Kind und dieses Kind freundet sich mit der Puppe entsprechend an, findet aber noch andere Freunde, die die Puppe auch cool finden und ja, die werden halt dann Zeuge von so manchen Ergebnissen vom bösen Chucky und versuchen das dann auch zu verheimlichen. Und die ganzen Horrorszenen, die auftauchen, wo Chucky halt dann sein nächstes Opfer findet, machen tierisch viel Spaß. Also da muss man auch sagen, das kann man sich, glaube ich, ja anschauen, wenn man jetzt unbedingt auf Horrorfilme steht. Also FSK 16, ich glaube, da kann man sich darüber streiten. Es kommt ganz drauf an, wie zart besonnen man ist. Ich glaube, man sieht nie so richtig explizit irgendwelche Eingeweide oder so, also irgendwas, was jetzt extrem abstoßend ist. Aber wie die Leute teilweise sterben, Stichwort Rasenmäher, ist schon heftig. Ja, die Kreissäge war auch nicht ohne. Ja, aber das hast du, glaube ich, auch nicht so richtig gesehen. Also da spielt halt dann viel die Fantasie mit. Und ich glaube, beim Rasenmäher hast du... Da wird schon draufgehalten. Man sieht da ordentlich, wie das Ding dann reinfährt und was davor fliegt und so. Und wie der Mike schon gesagt hat, ist halt echt geil, dass der Film Handwerkskunst wieder mit sorgt und nicht gerade Computereffekte, die ganzen Kills und Todesszenen und Leichendinger danach, das ist alles per Hand gemacht, das schaut richtig geil aus, richtig widerlich und echt. Und das spiegelt sich aber den ganzen Film wieder, weil sie halt auch, was am Anfang ein bisschen Befürchtung von mir war, dass sie vielleicht den ganzen Film auf eine computeranimierte Puppe setzen, aber sie haben wirklich den Film fast ausschließlich mit animatronischen Puppen gemacht. Nur am Schluss sind ein paar Szenen, das ist halt dann einfach den Szenen geschuldet, da ist er dann einmal computeranimiert, fällt jetzt aber nicht negativ ins Gewicht. Ansonsten ist es echt geil, dass die da 2019 wirklich nur auf richtige Handwerkskunst Wert gelegt haben und richtige Puppen benutzt haben, handgemachte Effekte haben und wenig Computerzeug rausgeschissen haben. Da bin ich absolut bei dir. Das sehe ich genauso. Sie haben wirklich versucht, alles per Hand zu machen. Ob jetzt das jemanden oder ob das jemanden gefällt oder nicht, wie er dann jetzt das neue Design vom Chucky ist immer Geschmackssache. Also ich muss sagen, dass das Gesicht eher im Vergleich zu den Filmen aus die 80er um einiges schlechter oder nicht so gut ausschaut. Aber wie gesagt, das ist immer Ansichtssache, aber man muss ihnen auf alle Fälle zugute halten, dass wirklich alles oder das meiste von Hand gemacht haben auf jeden Fall. Was in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich ist. Genau, und bei dem Thema, ich habe hat man ganz oft gelesen, dass sich da manche beschweren, sie schauen sich den gar nicht an, weil er so hässlich ist. Ich wenn jetzt mit die zwei Puppen nebeneinander hinsetzt, dann gewinnt keine von denen einen Schönheitspreis für irgendwas. Die sind alle zwei, schauen aus wie hingeschissen, die Dinge. Die sind scheiß hässlich und sonst nix. Und wenn ich das als Punkt nehme, dass ich mir den Film nicht anschaue, dann weiß ich auch nicht, ob ich überhaupt einen Film anschauen soll. Das wird allgemein, es ist ein Remake, das Original ist von 88, da sind sowieso die meisten Leute sehr empfindlich, was das Thema angeht, aber in dem Fall haben wir wieder mal ein Remake, das sehr positiv hervorsticht und seinem Original in nichts nachsteht, meiner Meinung nach, weil er halt auch wirklich seinen eigenen Weg geht und das also perfekt in die Moderne pflanzt, die Thematik. Das Problem ist halt auch in dem Fall, ich sage es jetzt einmal, toxisches Fandom, weil der Chucky ist ja an sich auch wirklich eine Slasher-Ikone, in einem Atemzug mit Freddy, Jason und Leatherface zum Nennen und und wenn da irgendetwas dann einmal anders ist, wie es eigentlich oder wie es der Zuschauer gewohnt ist, dann wird sich da gleich beschwert und im Vorfeld schon mords aufgeregt, ohne dass man dem Film überhaupt einmal eine Chance gegeben hat. Gleich, wo ich gesagt, weil Hobbits lieben Beständigkeit. Das stimmt. Und wo ich gerade gesagt habe, wo wir gerade Leatherface genannt haben, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdete Medien hat schon immer gewusst, der Film Texas Chainsaw Massacre Teil 2 ist gewaltverherrlichend und macht aus guten Bürgern oder auch animatronischen Puppen Massenmörder. Ist euch das aufgefallen? Ja, Logo. Ja. Ja, das ist geil, dass wieder mal 13-jährige Kinder da sitzen und dann schauen sie sich Chainsaw Massacre 2 an.
Geil. Aber gut, was war bei uns ja nicht anders, oder? Ja, richtig. Da war auf der VHS, auf der Sicherheitskopie der VHS, muss man dazu sagen, vorne Schneewittchen und hinten Texas Chainsaw Teil 2, oder? Genau so war das. Und wir haben ja genauso viel gelacht wie diese jungen Buben und Mädels bei dem Film. Was ich sehr cool finde bei dem Film, erst war an sich, wenn wir schon gesagt haben, recht augenzwinkernd, ein bisschen ironisch, die Kills sind ja völlig überzogen, nimmt sie nicht zu stark ernst, das Ding, hat aber trotzdem eine Geschichte, die teilweise sogar richtig schön ist, und zwar der Anfang, wenn sie die befreunden, die Puppe und er, weil die Puppe doch dann als künstliche Intelligenz die lernen kann, am Anfang wie so ein Kleinkind ist, das weil Sachen nicht versteht und halt nur weiß, der Andy ist mein Freund, mein bester Freund und für den möchte ich alles machen und durch das entwickelt sich das halt dann langsam, dass er komplett durchpatscht. Aber da finde ich, ja, gab's, obwohl es ein scheiß Puppen ist, gab's da irgendwie, teilweise sogar leicht berührende Szenen, möchte ich es mal vorsichtig bezeichnen. Ja, also sie haben es auf jeden Fall geschafft, dass man so teilweise die ganzen Entscheidungen, die der Chucky dann trifft, auch nachvollziehen kann. Vor allem bei der Katze, oder? Das Mistviech. Also ich glaube, das war ja sowieso schon vorprogrammiert. Ja, Logo. Im ersten Satz, als es hieß, das ist ein Arschloch, haben wir gewusst, also mal für unsere Tierfreunde, ja, in diesem Film geht eine Katze über den Jordan, also falls ihr sowas nicht sehen möchtet, dann schaut's nieder oder überspringt die Szene. Für alle anderen Katzenhasser, die hier draußen, also schaut euch den Film unbedingt an, ihr könnt dann auch auf Standbild schalten. Wenn die Katze gewürgt wird. Ja, das ist überhaupt nicht legal, was wir da gerade erzählen, dass wir das... Nein, ich glaube nicht, nein. Ja. Das war alles Ironie, Scherzanruf. Aber zurück zum Thema mit der Geschichte. Wie gesagt, ich habe einige Momente gehabt, da hat mir der Chucky dann auch richtig leid da und eben auch dann der Andy, weil er sich doch auch dann angefreundet hat mit dem Ding und das fand ich echt sehr geschickt erzählt von denen, dass man dann ein bisschen eine Verbindung zu der Leute aufschlitzenden Puppe aufbaut. Ich muss ja sagen, ich habe die noch nicht so oft weinen gesehen, aber da sind schon sehr viele Tränen geflossen. Vor allem, wenn man dann einen Film extra anhalten muss, damit du wieder fangst, das war schon hart. Mir tut's immer nur leid, dass ich meine Schminke an deinem T-Shirt dann abgewischt habe. Macht nix. Das war jetzt nicht so wertvoll, das T-Shirt. Ja, aber ab und zu mal weinen, das reinigt einfach. Apropos weinen, ich habe auch einmal weinen müssen. Und zwar, ich hasse es, wenn Autos selber fahren, ohne Fahrer. Und das hasse ich seit Fast and the Furious noch viel mehr. Und ja, das war so ein Fall, wo ich sage, jetzt in dem Film, ja, hat mir jetzt nicht so gefallen zum Beispiel. Da habe ich ein Tränchen verdrückt. Ist aber ganz logisch eingebaut gewesen, muss ich jetzt sagen. Es war jetzt kein übertriebener Fast and Furious Scheiß, sondern es war halt einfach autonomes Fahren, was ja irgendwo eine Zukunftsmusik ist. Und da der Film ja ein bisschen, in Anführungszeichen, eine Zukunft zeigt, was keiner kennt, finde ich das da jetzt eigentlich alles, habe ich das nicht als störend empfunden. Ja, also das muss man ja auch dazu sagen, dieses ganze Konzept, das da durchgezogen worden ist ja also könnte in 10 bis 20 Jahren ja tatsächlich so sein. Da, wo wir momentan die Anfänge machen mit Alexa und Co., sind die halt schon viel weiter und diese Firma, die Buddies, also den Chucky, herstellt, haben halt einfach so viele Haushaltsgeräte, dass alles miteinander vernetzt ist und deswegen, so wie es der Kani ja sagt, das war auch sehr logisch da drin eingebaut. Ich hasse selbstfahrende Autos. Ende. Ja, und ich hasse deine Engstirnigkeit, du Bauernfünfer. Schau mal, wenn du irgendwo Psuffer bist, in irgendeiner Stadt, und du möchtest heim, und kein Mensch möchte dich holen, und jeder Taxifahrer sagt, na, du nicht. Dann bist du froh, wenn du dann dein Auto antelefonieren kannst und sagst, bitte hol mich. Aber wie wir ja aus der Folge über Wahrheit und Pflicht erfahren haben, ist ja der liebe Michael eine kleine Couchkartoffel, die nicht fortgeht und sie mal ordentlich einen hinter die Binde kippt. Deswegen kommt er auch niemals in die Situation. Sehr richtig. Und deswegen muss er meinen, er muss selbstfahrende Autos hassen. Dann darf ich sagen, die dämliche Kritik von Mike schneid's bitte raus, das möchte kein Mensch nicht hören. Sie schneidet dann so, dass er sagt, autonomes Fahren ist toll. Super. Beste, wo gibt. Ich hätte noch unnützes Wissen, und zwar im Original ist ja leider ja der Brett the Riff, Chucky seine Stimme, und im neuen Film quasi, da spricht noch der Mark Hamill, der alte Skywalker.
Das wollte ich auch noch sagen, den muss man sich dann, soll man sich echt mal auf Englisch anschauen. Ich habe beim zweiten Mal, habe ich mir dann noch auf der Blu-ray jetzt die ganzen Making-of so ein bisschen angeschaut und haben dann das erste Mal die Originalstimme gehört und Mark Hamill ist einfach geil. Er hat ja den Zeichentrick-Joker schon immer geil gesprochen und auch hier Chucky passt wie die Faust aufs Auge. Den werde ich mir auf alle Fälle demnächst nochmal auf Englisch einziehen, nur wegen Mark Hamill seiner Synchro. Brav. Ja, dann, Leute, wieder unser obligatorisches, was hat uns gefallen, was hat uns weniger gefallen? Also, was hat euch gefallen? Also ich muss sagen, dass die eigentlich althergebrachte Story brutal gut in die Neuzeit transferiert haben und dass das alles super funktioniert, besser als gedacht. Ich war zwar anfangs auch ein wenig skeptisch, bis geheißen hat, es kommt ein Reboot vom Chucky, wobei ja die Originalreihe trotzdem weiterläuft, war ich anfangs ein wenig skeptisch, aber die Skepsis hat sich spätestens nach der Hälfte des Films komplett in Luft aufgelöst. Also ist super transportiert in die Neuzeit und ja, haben es sehr schön gemacht. Und Manko ist für mich, ja, wie gesagt, das Gesicht vom Chucky allgemein finde ich jetzt nicht so berauschend, aber wie gesagt, das ist Nörgeln auf hohem Niveau, weil ja die ganze Musik ja handgemacht ist und da gibt es sowieso schon 1000 Pluspunkte für das Ganze. Und was sagt der Corby? Also, was mir gut gefallen hat, das fällt mir eigentlich relativ leicht, weil der ganze Film hat mich super unterhalten. Ich finde, jedes Mal, wenn ich mal den anschaue, macht er brutal viel Spaß. Ich habe die Chucky-Filmreihe eigentlich immer nur von früher vom Hörensagen gehört. Ich habe bis dato immer noch keinen von den originalen Chucky-Filmen gesehen. Was? Ja, voll krass. Drum muss ich ja sagen, man nimmt das als Kind immer so wahr, dass das voll brutal wird und da man voll viel Schiss davor haben muss, aber der Film hat einfach nur extrem viel Spaß gemacht und ja, wie schon gesagt, ich würde mir den immer wieder gern anschauen. Was hat mir nicht so gut gefallen? Das ist tatsächlich jetzt gerade schwierig bei dem Film. Sag jetzt was in Gottes Namen. Was mir nicht so gut gefallen hat, war im Endeffekt so ein bisschen das übertriebene Ende. Oder was heißt übertrieben? Am Ende passieren extrem viele Sachen auf einmal und halt auch viele Sachen, wo ich mir denke, wie schafft denn das die Puppe? Also ich kann das schon nachvollziehen, warum die Puppe dann so manchen da drin umbringen will und was eben dann da alles passiert. Aber da sitzt dann zum Beispiel eine Frau auf dem Stuhl, die ist dann gefesselt und wird dann so ein Gerät hochgefahren. Und da denke ich mir dann schon, die Puppe muss extrem stark sein, dass sie das jetzt alles auf so kurze Zeit aber das wird ja schafft. sogar mal gesagt, als ein Festhalten zu dritt heißt dann, oh mein Gott, der ist ganz schön stark. Du meinst die Kinder? Ja, das sind 3 Kinder und einer ist ein Fettsack. Also bitte, wenn die keine Kraft nicht haben. Ja, also wie schon gesagt, an und für sich, wenn ich jetzt nicht sagen müsste, was mir nicht gefallen hätte, dann hätte ich jetzt auch nichts gesagt. Ansonsten ist es bei mir immer so ein bisschen, je realistischer der Film, umso besser, aber hat mich jetzt da überhaupt nicht gestört. Wie schon gesagt, er macht brutal viel Spaß. Ah, okay. Und bei mir, also besonders gefallen hat mir eben diese ganze geniale Portierung in die Moderne, die hat mir brutal gefallen und an die handgemachten Effekte sind halt einfach geil gewesen. Also die ganzen Kills waren super und das ganze Augenzwinkern, das sich durch den Film durchzieht, hat mich begeistert. Und auch bei mir schwer zu sagen, was mir nicht gefallen hat, aber wenn ich was sagen muss, dann würde ich jetzt einmal die Handvoll CGI-Effekte benennen, die es gegeben hat, die nicht wirklich schlecht waren, aber dann eben aufgefallen sind, dass sie aus dem Computer stammen. Kein Filmfehler? Nein. Ich bin in letzter Zeit ein bisschen nachlässig, was Filmfehler schauen angeht. Aber ich mag halt, so gute Filme mag ich das auch nicht unter, dass ich da irgendwas schlecht rede. War nicht einmal in irgendeinem Spiegelung von einer möglichen Ecke von der Kamera zum Singen oder so? Ausnahmsweise nicht, das passiert nur so Idioten wie im Tarantino. Alles klar, dann glaube ich, haben wir genug gesagt zu dem grandiosen Remake von Child's Play. Wir sagen wieder fett merci. Haut uns irgendwo, wo wir so gerade posten, drunter, ob es euch gefallen hat, was euch daran gefallen hat und auf was Bock hättet, dass euch von uns einen Salm anhört. Ansonsten, wie immer, liken, teilen, kommentieren, huldigen, predigen und spread it like the virus. Und habt noch einen geilen Tag heute. Ciao. Servus. Servus, pfiat euch.